willkommen in Kroatien. Da hinten ist der Bahnhof. Wir gehen jetzt mal Richtung Stadt. Heute Abend nehmen wir den Nachtzug, der weiter nach Split fährt. Wir haben also bis heute Abend um Mitternacht Zeit, auf Zagreb zu entdecken. Wir waren jetzt gerade hier bei dieser riesigen Kathedrale, haben ein Orangina getrunken, nicht not sponsored, und haben so eine Wachablösung geschaut. Das hat noch cool ausgesehen. Wir haben einen kleinen Merit gefunden. Hier gibt es alles, von Zwiebeln über Unterhosen bis zu Fußballliga. Was hast du gesagt? Wie manches Bier darf ich trinken? 1. Hure lustig! Wir haben die Kunst gefunden und wir sind jetzt da. Wir haben das unterstützt und etwas trinken hier. Und wir haben festgestellt, dass es nur Bier im Kühlschrank gibt und nichts anderes. Es hat irgendwie noch ein Wasser gehabt oder so, irgendein Vitamin-Ding. Und jetzt haben wir das Bier genommen. Wir haben ihn gefragt, was er uns empfiehlt, und er hat uns auch echt das teuerste zu nehmen. Das ist aber auf jeden Fall das grösste und stärkste in unserem Fall. Aber es ist mega cool hier, es ist mega schön. Cool wäre, wenn es Club Mate oder Fritz Cola oder so gäbe. Aber Magst du etwas dazu sagen? es ist fast gegangen. Also, der Art Park war super. Das Biro. Das Biro. Und wir gehen jetzt wieder zurück in den Tunnel. Das Licht, das ist da. Endlich. Wir sind auf dem Weg zum Botanischen Garten. Nach so viel Untergrund leben, wenn wir wieder ein bisschen Voraussatz nehmen. Es ist übrigens richtig heiß hier. Licht. Der Nachteil an Zagreb ist, dass es eine Ober- und eine Unterstadt hat. Das heisst, man muss die ganze Zeit bergauf laufen. Und jetzt machen wir eine kleine Zeitreise. Herzlich willkommen im Leben der jugoslawischen Familie 1980.
Also wir sind wieder zurück in der heutigen Zeit. Das einzige Überbleibsel, das wir noch haben, ist das. Das dürfen wir nicht zeigen. Sonst ist das Video demonetarisiert. Das darf nicht passieren. Entschuldigung. Jetzt gehen wir weiter, jetzt gehen wir auch gerade zu Nachtessen, / Sonnenuntergang fotografieren, je nachdem. Wir schauen mal. Wie ihr seht, die Sonne steht super tief, es sieht richtig gut aus, jetzt müssen wir ein Foto machen. Keine Zeit zum Essen. Es ist eigentlich noch ein cooler Spot hier, aber es ist eher etwas für einen Sonnenaufgang, wo es nicht so viele Leute hat. Jetzt ist der Platz eigentlich voll mit Leuten und es sieht ein doof aus. Aber irgendwie sieht es trotzdem cool aus. Mit der Sonne, die hinter den Häusern umgegangen ist und dann die Fassade, die noch so beleuchtet ist. Irgendwie jetzt trotzdem etwas, aber ja, nicht für diese Tageszeit. Das erste Bild ist im Kasten. Jetzt schauen wir mal, was wir sonst noch so entdecken. Und dann zum Sonnenuntergang geht es dann da rauf. Die Möglichkeit ist bitte niemand umbringen auf der Aussichtsplattform. Merci. Herzlich willkommen bei den Dächern von Zagreb. Jetzt schauen wir mal, was da so für einen Sonnenuntergang drin liegt. Also ich werde jetzt hier ein kleines Timelapse aufnehmen. So von Tag zu Nacht. Ich hoffe es wird etwas. Es ist immer recht schwierig zum Herbekommen. Aber ich hoffe es klappt. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren, dass ich da immer die Verschlusszeiten richtig anpasse. Vorhin war ich schon ein bisschen glücklich beim Fotografieren, weil in dem Moment, wo wir raufgekommen sind, war eigentlich die Sonne noch da. Dann ist sie echt ziemlich nachher verschwunden. Bei Städten ist es immer ein bisschen schwierig, wenn es irgendwie einen Berg oder so im Hintergrund hat, so wie hier. Dann kann es sein, dass die Sonne schon hinter dem Berg untergeht und man sieht dann eigentlich, oder die Gebäude werden gar nicht mehr beleuchtet von der Sonne. Dann sieht alles so ein bisschen düster und trist aus, so wie das Timelapse noch nicht zum Moment machen. Aber ich hoffe, dann können wir die Stadt leuchten, dann sieht es ein bisschen cooler aus. Das Timelapse ist geschafft, jetzt gehen wir essen. Und zwar geht es dort hin. Was sind wir? Wir sind gerade essen, italienisch. Richtig kreativ. Wir haben Carbonara und Bolognese gehabt. Der Kellner hat sogar ein bisschen lachen, als wir es bestellt haben. Aber es war tipptopp. Jetzt ist 11:45 Uhr. Und jetzt gehen wir zurück am Bahnhof und dann fahren wir mit dem Nachtzug, der nur noch 40 fährt, Richtung Split. Wieder zurück auf dem Tomislav-Platz, das ist der hier oben auf dem Pferd, geht vor dem Bahnhof. Ich bin erstaunt, dass es so viele Leute hat. Irgendwie habe ich mir vorgestellt, es sind viel weniger Leute, wenn man um 20 vor 1 in der Nacht auf den Zug geht. Aber es ist echt viel los, mega viele Leute auf der Straße. Und wie hat dir Zagreb so gefallen? Sehr schöne Stadt. Ja, finde ich auch. Es ist cool, mega viele coole Leute hat es hier, coole Viertel, so kleine hipsterige Quartiere, was ich so gar nicht gedacht hätte. Und Das war's. jetzt gehen wir das Gepäck holen und dann geht es auf den Zug. Genau. Jetzt muss ich schnell erzählen, was vorhin passiert ist. Wir sind hier angekommen und da hinten hat es Schäftchen, wo wir unser Gepäck rein haben. Wir sind angekommen und auf einmal ist die Tür zu diesen Schäftchen. Wir haben also gefunden, oh, es ist recht dunkel da drinnen. Dann sind wir schauen und dann ist es einfach zu. Dann sind wir zu einer anderen Tür. Und die war auch einfach zu. Und dann sind wir nochmal zu der Tür und die war auch zu.
und alle Türen waren zu gewesen. Aber zum Glück hat es hier einen Bahnhofsvorstand, der 24 Stunden da ist. Und der hat nachher geschaut, hat uns dann einen Schlüssel gegeben und wir konnten auftun. Und für einen Moment haben wir schon, was mit dem Autovogel los ist. Egal, der gehört mir. Und der hat nachher aufgetan für uns. Und dann unser Gepäck rausholen. Für einen Moment lang haben wir uns hier schon auf dem Bänkchen geschlafen. Es ist schön warm, von dem her wäre es nicht so das Problem gewesen, aber es war ein bisschen mühsam gewesen. Aber jetzt kommen wir auf einen Nachtzug nach Split und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, dann ins Abenteuer. Das ist ja mal ein weltcooler Zug. Welchen Waggon müssen wir? 24.